Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genauso meine Hoffnung, dass wir mal mehr als ein Duell pro Folge hinkriegen. Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy. Genau. Jetzt muss der Jose also so gegenübertreten. Wenn er ihn besiegte, dann würde er New Domino City und vermutlich auch die Zukunft retten. Das wäre cool. Willkommen, Team Wolfdies. Soul. Wir werden nicht zulassen, dass du New Domino City zerstörst. Das ist ein Versprechen, das du wohl nicht halten können wirst. Wenn ich New Domino City jetzt nicht dem Erdboden gleich mache, wird in der Zukunft die ganze Welt vernichtet werden. Rechtfertigt das nicht ein kleines Opfer? Jede Zukunft, die auch nur ein einziges Opfer erfordert, ist keine lebenswerte Zukunft. Dann dürfen wir gar nicht mehr leben. Yusei, hier, das ist für dich. Der rote Erzunterweltler? Vergiss meine Karte nicht. Schwarz geflügelter Drache. Und meine! Schwarzer Rosendrache. Du musst auch Luna so meine Karten verwenden. Lebensstrom-Drache, weißer Drache und antiker Feendrache. Jack, Leo, Luna, Kisa, Crow. Lass uns das Duell gemeinsam auswählen für unsere gemeinsame Zukunft. Klingt gut, aber ich werde sicher nicht alle Monster rufen. Nee, den stellst du immer nicht an. Ich hoffe nur, dass Yusei jetzt nicht sein Extra-Deck ein bisschen aufgepeppt hat, sondern auch sein normales Deck. Also vor allem ein bisschen mehr Speed und Handkontrolle und so, wenn nicht schlecht. Aber es sieht so aus, als wäre alles ein bisschen wild durcheinander gewürfelt. Was? Wähle denn einen Zauber oder Falle auf dem Spielfeld, verbannen ihn oder sie. WTF. Mare. Typs Viren, was? Empfänger ist auch noch, dankeschön. Tatsunoko. Och nee, Yusei, was hast du denn da für Karten im Deck? Schnellsynchron. Turbosynchron oder was? Wäre zumindest auch ein Empfänger, also Synchroempfänger wär's. Quasar Schnuppendrache. Den so wäre natürlich geil. Lebensstromdrache, dafür braucht halt einen Werkzeugdrachen, genau. Wenn ich einen Deck habe, hä? Ah doch, hier, ich wollte gerade sagen, nee. Stufe 8, das heißt, wir brauchen Stufe 1 Empfängermonster, okay. Werden wir schon hinkriegen. Und jetzt mal Nitro-Synchron. Hallo! Ich bin's, was geht? Momentan nicht viel. Ist so ein Typi, der redet davon, eine ganze Stadt zu vernichten, um die Zukunft zu retten, nennt sich Zone. Sieht richtig abgefuckt aus. Was spielt der glänzender Elf? Okay. So, erstmal gucken. Ich spiele mal Kosmozyklon. So, was hast du für eine Karte? Ist nicht zerstört. Okay, gut. Zerstört habe ich sie nicht. Ich habe sie einfach verwandt. Das ist natürlich umso geiler. Maschine wäre es sogar. Vorhin, ich glaube, das wird das schwierigste Duell im ganzen Let's Play. Also im ganzen Spiel, weil mit den Karten, ich meine, wenn Yusei einfach die Synchromonster seiner Freunde mit dazu gepackt hätte, okay. Aber dass er auch alle seine Zauber umfallen kann, mit denen der Freunde gemischt hat, das kann nichts werden. Da sehe ich schwarz. So, Stachelschraubenigel, yay, geil, Mann, was geht ab? Ich bin auch eine Maschine, hehe. Eine krasse Maschine, Alter. Ich kann nur leider nichts daraus machen.
Könnte natürlich Mare Nest zurufen. Ich glaube sogar, ich arbeite ein bisschen dahin. Oh. Mir gefällt nicht, worauf der hinarbeitet. Unendliche Maschine, unendliches Licht. Gibt's nicht. Sowas bieten wir hier nicht an. Ist ja schön, was er da so treibt. Ich rufe mal Synchro-Entdecker. Ich habe zwar nichts am Friedhof, aber brauche ich auch nicht. Korallendrache. Naja, okay. Ich meine, es ist auch ein Drache. Nicht unbedingt den, den ich jetzt gerade erwartet hatte. Eigentlich wollte ich den Werkzeugdrachen rufen. Da hat er darauf gehofft, von der Stufe her und so. Dann kann ich kontrolliert, zerstöre sie. Das hingegen gefällt mir gut. Mal die Karte weichen. Was? Ah, einmal pro Zug geht's nicht. Ja, super. Das ist natürlich mein Fehler, ganz klar, weil wir erstmal einen Karteneffekt durchlesen müssen. Wieso greift er an? Ah. Er hätte gerne ein bestimmtes Lichtmonster. Krasser Move, Alter. Warte mal, das heißt, er kann ja theoretisch eine Scheißkarte zerstören. Warte mal. Lohnt es überhaupt der Aufwand? Ich glaube schon. Ich riskiere es einfach mal, komm. So, jetzt booste ich dich weg. Okay. Muss wohl auch einen Grund geben, wieso er die Karte noch nicht früher gespielt hat. Ich habe noch Mühe, seine Strategie zu durchschauen. Ich meine, es geht um den Herr der Zeit, das habe ich schon verstanden. Aber was hat er im Endeffekt vor? Ich weiß, man will Exodia rufen. Oh, Kacke. Was aber da? Dampfsynchron. Gerümpelkreuzung des Sternlichts. Hä? Die Karte kommt ein bisschen spät, wenn man das sagen darf.
Keine Ahnung, USA's Deck ist so creepy geworden. Ja, mach ruhig weiter so und dann bist du bald durch. Das ist gar kein Thema. Können ruhig so machen. Der hat aber verdammt viele Herderzeiten. Alle irgendwie einen anderen Typus, war. Also Feuer, Licht. Sieht dann noch ein bisschen creepy aus. Macht gerade. Kann weder durch Kampf noch kann Effekte zerstört werden. Okay. Zurück aus der Karte. Okay. Bringt also auch nichts, ein Monster in Defense zu zwingen und dann anzugreifen. Der Effekt wäre derselbe. Ja gut, will man auf Lebenspunkte Schaden machen, das verstehe ich durchaus. Kann ich nicht gut heißen. Oh, aufeinandertreffende Wünsche wollen wir verarschen. Mann, ich kann echt nur noch hoffen, dass Sony irgendwie... Ja. Ich wollte sagen, dass Sony irgendwie keine Karten mehr am Schluss hat, aber... Den Gefallen wird er mir nicht tun. Stimmen. Mein Hauptproblem ist ja auch, wenn ich jetzt Kribbelsynchronisierer rufe und nachher mal zum Friedhof mit Stufe 2 oder weniger, es bringt mir nicht viel. Ja gut, ich könnte theoretisch Synchro Entdecker rufen, Stachelschrauben nehmen, könnte ich spezial beschwören. Und das Stufe 7 Monster, sowas mache ich dann damit. Ein Effekt von Korallendrache kann ich nicht nutzen beim Gegner. Okay. Nebelvogelklaus Sol ist zwar ein netter Effekt, den er drauf hat, muss ich zugeben. Bringt mir aber auch gar nicht so viel. Also, Effekte werden annulliert, wäre natürlich schon cool. Werkzeugdrache, ja, eben Stufe 7 wäre es halt, was er gerne rufen würde. Warte mal, du kannst dann also ein Deck vorzeigen, dann kriegt dein Gegner zufällig einfach in deiner Hand hinzu. Du mischst die restlichen in deinem Deck zurück. Und dann kann er einen Friedhof legen. Ja, zerstört wird, ist halt das Problem, wa? Weil zerstört würde ja durch dessen Effekt ja nicht. Er wird bloß auf die Hand zurück bzw. das Deck zurückgeschickt werden. Schnellsynchron. Formelsynchron, Schnellsynchron. Alles muss immer so schnell gehen, Freunde. Ja, was mache ich da? Das ist alles ein bisschen scheiße. Schwarzer Rosendrache wäre eine Option. Du kannst alle kann am Spielfeld zerstören. Das Problem ist halt, dass einen eigenen Effekt bringt das nichts. Ich überlege jetzt gerade mal. Das kann man kontrollieren, blablabla. Kann ja durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Also ist auch nicht so, als irgendwie, dass man sagen könnte, okay, er kann als Ziel nicht zerstört werden. Er kann einfach generell nicht zerstört werden, also bringt mir der schwarze Rosendrache auch nichts. Du hast keinen Kampfstand aus Angriff, in dem diese Karte in Angriffsposition beteiligt ist. Aha. Switchen im Verteidigungsmodus wäre eine Option, da muss ich aber durchschlagen, Schaden machen.
ein bisschen ein Problem, Freunde. Also meine im Sinne von, bringt es überhaupt jetzt was, wenn ich großartig da angreife, oder mache ich mir damit eigentlich unglücklich? Dann nutze ich sogar Turbosynchron, weil ich einen anderen dann switch. Warte mal. Moment. Turbosynchron rufen, um nachher. Von Effekten anderer Monster unberührt. Der wäre vielleicht doch eine Option. Weil Nebelvogel Klausolas den Effekt annulliert. Du musst irgendwie in der Lage sein. Warte mal. Habe ich eine Stufe 1 Synchro schon im Friedhof? Ne, ich hätte Nitro Synchron. Vor allem mir geht es gerade darum, ich überlege gerade, was ich jetzt da am besten machen soll. Um uns mal loszuwerden. Nebelvogel Klausolas wäre zwar insofern cool, dass seine Effekte annulliert werden. Aber ich kann selber nicht mehr angreifen, das 4 keine Angriffspunkte. Jetzt aber die Frage, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, seine Angriffspunkte werden zu 0. Und falls sie das werden, aber seine Punkte sind schon bei 0. Also jetzt, ich kann den Effekt gar nicht nutzen. Da wäre natürlich Satsukono besser, weil der wird einfach vom Gegner seinen Effekten, bleibt einfach unberührt, sagt er einfach, mir doch scheißegal. Dann überlege ich halt, okay, Turbosynchron nutzen. Dann habe ich hier Stachelschraubenigel. Jetzt kann ich eben beide eigentlich rufen, nur das Problem ist halt, bis am Ende des Spielzugs sein, da bringt mir sowieso nichts. Ihn könnte ich rufen, einfach mal testen, ob er wirklich einen Effekt vom anderen, ja, die gar nichts bringen bei ihm, sprich, er bleibt einfach auf dem Feld. Weil ich kann dem anderen ja keinen Schaden machen, ist ja leider so. Aber ich kann einfach so auf dem Feld belassen, solange Sohn kein stärkeres Monster ruft, wäre er eigentlich safe. Der ist natürlich fies, sagen wir mal schwarzes Loch spielen. Durchbruchfähig, das ist halt die Frage. Geht das bei ihm überhaupt oder geht das gar nicht? Ich glaube, solange ich natürlich kein Monster spiele, kann ich nichts machen, komischerweise. Sogar ich riskiere es mal. Da nehme ich jetzt echt Wunder. So, also was rufen könnte ich jetzt theoretisch, aber... Durchbruchfähigkeit. Wieso kann ich eigentlich den Effekt jetzt nicht nutzen? Hä? Okay. Ich verstehe jetzt nicht, wieso ich Durchbruchfähigkeit nicht nutzen konnte. Dann zieht sich jetzt irgendwie meiner Logik. Sorry, Leute. Drei Gerümpelmonster. Ja, das Problem ist halt, Synchro-Entdecker. Okay, ich könnte ihn rufen. Für zum Beispiel eben Nebelvogel Klausolas, um den Effekt noch zu testen. Bringt mir aber irgendwie auch nichts. Weil ich da trotzdem mit angreifen kann. Ich meine, ich kann mit Synchro-Entdecker irgendwie ein Synchromonster von ihr rufen, vom Friedhof, wie Turbosynchron. Aber das war es dann halt auch schon. Ich habe sonst kein weiteres Monster, das ich aus dem Friedhof veraktivieren oder rufen könnte. Okay.
Wie das Problem ist, ich bin echt daran versucht, wirklich mal Ding zu probieren, mal zu gucken, was passiert hier. Nebelvogel Klausolas mit dem Effekt. Komm, wir riskieren es mal. Ich riskiere es mal. Weil einfach nur so abzuwarten, bis er sich selber vernichtet, irgendwie sehe ich den Sinn dahin nicht ganz. Mal ganz kurz gucken. Ja gut, ich sehe dann, ob seine Effekte wirklich annulliert werden oder nicht. Nee, aber seht ihr auch, es geht gar nicht. Liegt ja eventuell daran. Spielzug, du kannst eigentlich was. Ah, okay, gut, dann geht's sowieso nicht. Nee, vergesst es, Freunde. Wir können nichts machen, wir müssen einfach abwarten. Also versteht's irgendwie, was er mit seinem Deck bezweckt, aber versteht den Sinn dahinter nicht so ganz. Verstehen Sie ihn schon eher. Alter! Das ist doch einfach ein Pisser, hey. Warte mal. Versuchen wir doch einfach mal so einen eigenen Effekt. Das hat funktioniert, ey. Alter Schwede. Hat mich jetzt ernsthaft Wiedergeburt gerettet? Das wird ja natürlich eine Animation, ist klar. War creepy. Es war sehr creepy. Und wir haben gewonnen. Der feuerrote Drache brachte alle Freunde von Yusei in Sicherheit und ließ Sohn und Yusei allein. Unmöglich, ich hab verloren. Du hast doch selber ausgespielt. Bedeutet das, dass er falsch lag? Dass alles, was er getan habe, nur dem Bösen diente? Sohn, du hast einfach fehlgeleitet. Du glaubst, dass die Zukunft nicht geändert werden kann. Ich glaube, dass die Zukunft etwas ist, was wir uns erst noch erarbeiten müssen. Ich glaube, dass die Menschen in New Domino City deine Art von Zukunft nicht begrüßen werden. Deshalb werde ich den heiligen Tempel davon abhalten, auf meine Stadt zu fallen, selbst wenn ich dabei draufgehe. Yusei ging in den inneren Reaktor des heiligen Tempels. Es war wirklich gut. Bis bald. Nein, ich kann nicht zulassen, dass jemand, der so edel ist wie du, sich opfert. Der heilige Tempel über New Domino City verschwand und es schien, als wäre Yusei mit ihm zusammen verschwunden. Yusei! 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 Nein, Yusei! Moment, schau mal da drüben! Es ist Yusei! Natürlich, er hat's geschafft! So muss den Rest der Kraft genutzt haben, um mich zu retten. Vielen Dank, Sohn. Noch ein Sieg für Team 5Ds. Wir haben die Welt gerettet. Schon wieder. Haben das wirklich? Naja, vermutlich die Stadt gerettet. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich fand schon auch im Anime die ganze Staffel... Also nicht die Serie, sondern die Staffel, wo es um Sohn und die drei Apostel und so ging. Oder wie die Typen sich schon genannt haben, nicht sehr, sehr creepy. Da fand ich die anderen Staffeln wesentlich besser, interessanter, unterhaltsamer. Aber egal. Freunde, zukünftiger Pfad. Das letzte Duell in dieser Saga, in dieser Serie, wenn man so will. Die Kampagne zum Viertel abgeschlossen, aber eigentlich fast schon zur Hälfte, weil wir jetzt gesagt haben, jedes Duell machen wir einmal, nicht zweimal, wie es eigentlich vorgesehen wäre. Und damit, ja, Yu-Gi-Oh! GX bald ist durch, Yu-Gi-Oh! 5Ds, nächste Folge dann auch. Und dann gehen wir endlich mit Yu-Gi-Oh! 6, Arc 5 und Reigns weiter.
Und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Ich glaube, generell dürfen es nicht so viele Duelle sein im Vergleich zu vorher. Wir müssen, glaube ich, am Hand der Größe des Balkens sehen. Je kleiner der ist, desto mehr Duelle gibt's. Naja gut, also viele ist es zwar nicht, aber... Oh, hier gibt es ein paar, einige. Also hier sind Sexel und Reigns die kürzesten Serien. Arc 5 wird ein bisschen länger, wir werden sehen. Ab dem nächsten Part erstmal Yu-Gi-Oh! 5Ds abschließen, zukünftiger Pfad, sprich das Duell zwischen Yusei und Jack. Vermutlich so ähnlich wie, keine Ahnung, Abschlussduell zwischen Yu-Gi-Oh! Und Kaiba oder so. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Ciao zusammen.